fand, dass wir heute müssen kämpfen für die Emanzipation vom Mann. Nämlich, die Frau muss Recht kriegen, voll Arbeitsmarkt zu holen, und der Mann muss Recht kriegen, voll im Familienleben zu holen. Wenn der Mann muss von morgens bis abends arbeiten gehen, und kann sich abends heben oder an der Weekend zu heben, da kann er auch nicht sich um den Kinder kümmern, auch sogar, wenn er nicht will. Und da fand ich eben, dass es ganz wichtig wäre, wenn wir uns die Arbeitsfeldkäfen so gestalten, dass die nicht immer eine Kontradiktion wird zum Familienleben. Wie dass zum Beispiel jeder gebe paar Stunden Männer schaffen, wann nicht will. Ist und zwar auch immer, alle Gruppen muss selber Lesung finden, wie sie sich das vorstellen. Und du hast immer ein Wort, das heute an der Schule viel gebraucht wird, das ist Kompensation. Wenn nämlich die Nähen sieht, ich gehe nachkaufen. Oder wenn ich muss einkaufen gehen, dann gehst du eben mit den Kindern auf den Konservatoire oder an den Sport. Also ich finde immer Lesungen, ich kriege sich auch immer eins zu. Wenn der Arbeitsfeld aber so angerichtet ist, dass den voll schaffen geht, den sich dann automatisch nicht kann so viel im Kanner kümmern, da fand ich, du hast das Problem. Wollen Männer sich dann mir Kanner bekümmern, weil ich meine, ich Statistiken zwar genau am Kopf, die letzte ich gelesen, ich meine, das waren 10% von den Männern, die just Gebrauch machen von einem Congé parental zum Beispiel. Du spielst noch finanziell Gründe mit, der Mann verdient nach immer leider Gottes mehr wie eine Frau, der Fall, das geht es nach. Wir wollen Männer sich dann mehr um ihr Kanner bekümmern. Aber was für ein Aufwand sind Männer da bereit, dafür jetzt anzugehen? Also, ich meine nicht, dass du Wille von der Pappe fehlt, sich um Kanner zu kümmern. Aber sie materiell Zwang und sie Versorgungszwang. Ich meine, man hat will umgehen, die so etwas legislativ zu machen. Es gibt Sachen, die legislativ soll machen, und es gibt Sachen, die legislativ nicht soll machen. Bei den nicht soll machen, ist zum Beispiel, wie dir so, Madame, sich an Privatleben von den Koppeln anzumischen, wie der Staat hier schreibt, wen Wert muss man an einer Koppel durchheben. Das geht zu weit. Wir zum Beispiel das Gesetz am Congé parental, das sagt 6 Monate, und schlussendlich ist das etwas, was sich auf die Kosten von den Kanner auswirkt, weil dann meistens 6 Monate für die Kanner in daheim aus, am Platz können eine ganze Periode 12 Monate, 12 Koppel dezidiert, wie Wert möchte. Par contre, eine Sache soll ich machen. Muss endlich auch das Problem angepackt gehen, von denen, die allein daheim sind, also allein nicht, man kann er daheim sein, an sich um die Education kümmern, dass die auch ihre Versicherungsperioden haben. Nicht, dass von einer Schädigung könnt oder so, dass sie dann durchstehen, ohne eine Pensionsrechte oder so. Das Splitting ist nicht der richtige Weg, weil er nur den Platz einem Arm, 2 Armen sitzen. Par contre, muss ich gucken, ob er nicht die Frauen oder Männer honoriert, der Staat soll das machen, die daheim bleiben und sich um die Education mit den Kanner kümmern, dadurch, dass zum Beispiel der Staat eine Kontribution bezahlt für die Versicherungsperiode, wo die Leute, die daheim bleiben und sich um Kanner kümmern, sodass keine sozialen Notfälle entstehen, und aber Leute da sind, die bereit sind, Mama oder Pap, für beide Kanner zu bleiben und sich um ihre Erziehung zu kümmern. Die Mann schwätzt die Politiker an, dass sie nicht umsonst, respektive deren Zufall, dass man heute am 1. Oktober, wo das Sendung abgeholt wird der HL de Moyen eine Statutnennung publik gemacht, die lädt Wert darauf, für zu sagen, wir sind politisch neutral. Das sind wir auch. Aber wenn ich evaluiere in der Statutnennung, die erlernt die schon sich, respektive die Sot oder die droht, da man da mir gehen 2009 an Wahlen. Wie ist das denn? Das hängt nur von all denen auf, die an der Regierung Verantwortung haben. Wir haben ja eine Reihe Sorgen und sie rückgedrohen, bislang aus den Eko sehr klein. Wenn wir Martine kennen an den Dialog kommen, wo wir gesehen, dass sie auch bereit sind, dabei Sorgen anzugehen. Also wirklich einen ehrlichen, konstruktiven Dialog, also wenn wir zusammen Lösungen schaffen, braucht man ja nicht Wahlen zu gehen, weil es geht ja nicht darum, als nur in der politischen Landschaft vom Land zu etablieren oder eine 7, 8, 9 Partei hier am Land zu gründen. Das ist nicht der Büt. Der Büt ist, dass es geht um Zach. Es geht darum, dass die Probleme, die reell sind, an die wir bis wenigstens allein ausschwätzen, auch an der Politik reflektiert gehen. Darum geht es. Aber wenn das geschieht, braucht man nicht mehr an Wahlen zu gehen, aber wenn das nicht geschieht, dann gehen wir tatsächlich an Wahlen. Können Sie das verstehen, habe ich gesehen? Ja, ich fand jederin ein Problem. Ich verstehe immer, dass die sich dann zusammen in einer Assoziation. Aber ich fand auch, dass die Assoziationen müssen absehen für Leute, die wollen auch da mitschaffen.
Ich fand flott, dass auch Frauen nur können dran sind. Wir auch. So, ganz Das heißt, die gut. geht dann mal. An dem Sinn so nicht ich allen zwei Herr Karteiser, Marie-José, Cody Spausch, vielmals merci. Da dabei ist, werde ich so noch richtig merci, du besten, die da als nun geguckt, werde ich so und dann noch besonders schon merci nach ein Kehr. Und Maggie Hai aus der Fantinger Stufe von Fanting, dass man Loven von Hai der von der Bistro belehren sind. Das wäre für das Kehr. Merci, Christiana Kehr.